Hallo meine lieve vrienden, ik ben pastor Edward Giesbrecht van Niet Läwen uit Bolivien. Vandaag is donderdag en bij Niet Läwen hebben we op donderdag een kleine groep. Dat is einzig worden dat Bibelstunden. We treffen ons in onze huizen, een ganz kleine groep, en du wat je zongen, du wat de Bibel studiert, en du wat je beet, einer voor een anderen je beet. En we hebben God al zeer rijkelijk ervaren in deze kleine groep. In werkelijkheid is het ook kartjes eigenlijk wo onze kerk ontvangen deed in een kleine groep. En aber nu heeft de regering gezegd dat we ons niet treffen kennen, oder nicht zullen. En niet mal in kleine groepen. Einige Länder is dat nog dat ze kennen, maar we zullen nu krijgen niet. En we willen dat respecteren, maar dat betekent niet dat we nu abheren de Bibel te studeren, abheren einer voor een anderen te beden. We zijn dat als een gelegenheid en we willen die ook aanladen als du nu van Niet Läwen besser en niet. Du kannst diesen Video gebruiken, ook een kleine groep in die thuis van de ovens te merken. Dat het einfachste is dit. Du kannst vielleicht im YouTube nennen en vielleicht sind wir schreiben als Lebenswasser-Anbetung. Na waren du eine Reihe feine Leute ankommen, wo du mitsingen kannst und wo du Gott te loven kannst. Aber du kannst Impacte vertikal schreiben, du sind auch feine Leute. Oder du kannst auf Englisch Worship schreiben, für englische feine Leute. Oder Alabanza auf Spanisch. Dann singst vielleicht eine Zeit, hast eine Zeit, wo du betest, rufst deine ganze Familie taub, vielleicht in eine Spazierstube, und je habt eine Zeit, wo ihr Gott anbetet. Und dann haben wir alle taub einen Bibeltext abschlossen. Und von daher haben wir den Bibeltext gewählt, dass wir dann das ganze 1. Johannesbuch durchgehen. Von daher haben wir den Bibeltext gewählt, 1. Johannes, das 2. Kapitel, von 24. Vers bis 29. Vers. En daarna 1. Johannes 5, vers 11 bij 13. Ik wil deze teksten hier zo schrijven, dat je dat zijn kennen, want de teksten zijn. Dan zie je de teksten in de Bibel op, als je een phone in de Bibel hebt, of als je een papieren Bibel hebt, dat is ook een down. En dan kan je einfach als familie, of als vriend over deze tekst reden. Van wat redt het hier? Dat redt dat we kennen eine Gemeinschaft haben, aber dass wir können verbunden sein mit unserem Vater und mit Jesus Christus. Und dann sagt er, dass wir das sehen, uns das ewige Leben versprochen haben. Und darin sagt ich hier behalt. Halt, das ist eine Sache, wenn es gut halt ist, das lebt lang, das hat ein langes Leben. Aber ist das ewige Leben? Nur das ist nicht. Und darin habe ich hier auch Blumen. Blumen haben normalerweise ein ganz kartes Leben. Ist das ewig Leben? Nee, das ist es nicht. Was ist dann ewig Leben? Das kann ich von dir dann einfach als Familie taub durchreden. Was ist ewig Leben für dich? Für mich ist das ewig Leben, wenn ich für immer und immer in Jesus seine Herrlichkeit leben. Wenn ich seine Jen wird erfahren in dein Leben. Und schlussendlich, der gute Latz wird das ewige Leben sein, wenn ich eines Tages im Himmel sein. Aber das ewige Leben, das fängt hier ab überall an. Das ist nicht bloß dort, wenn wir hier ab ihr gestorben sind. Hier können wir all das ewige Leben erfahren und wir können in dort leben. Uns Leben wird anders sein. Und red einfach darüber, wenn ihr diesen Text lesen. Und dann sage ich dort eine andere Sache. Wisst ihr, dass der Heilige Jesus uns lehren ist? Hier in diesem Text steht davon, dass er uns lehren kann. Wenn jemand von dir treffen, die denken, oh, wir haben nicht einen Prediger in uns. Weißt du was? Die haben den Heiligen Jesus. Wenn die am Anladen und wenn die Gott seine Kinder sind, dann hat den Heiligen Jesus bejüht. Und der wird ihnen helfen, diesen Bibeltext ganz tief verstehen. Sie vertraut auf den Heiligen Jesus, dass er ihnen führen leiden wird. Das wird vielleicht noch mal so was passieren, dass du einen Text nicht ganz verstanden wirst. Aber mit der Zeit und mit den Heiligen Jesus wird er die nur den rechten Weg führen, wenn du nur am Herzen ist. Und wenn wir dann hüpfen nur den nächsten Text in 1. Johannes 5, Vers 11 bis 13, du redest davon, dass wir dort weiter kennen, dass wir ewig Leben haben und dass wir dort sicher kennen sein. Bist du dir sicher, dass du dort ewig Leben hast? Wenn du nicht sicher bist, dann kannst du nur das Phone was ich hier irgendwo habe. Oder du kannst ein WhatsApp noch schreiben und dann sind die Menschen rein, die wollen mit dir reden und die helfen, dass du kannst das ewige Leben erfahren. Dass du all hier ab ihr die sicher kannst sein, dass du hier all Jesus erfahren kannst, aber auch viel mehr die sicher kannst sein, eines Tages mit Jesus taub im Himmel zu sein.
Wie möchte die einladen, Part von dieser kleinen Gruppe zu sein? Mag Gott uns alle wirklich sehen.